Ich bin Anni, ich arbeite in einem Peer-to-Peer-Support-Projekt mit gewaltbetroffenen Frauen. Anfang September hat es rund um die Welt Schlagzeilen gegeben über einen Feminizidfall, der hier in der Schweiz stattgefunden hat. Die umgebrachte Frau war eine ehemalige Miss Schweiz-Kandidatin, die mit dem mutmaßlichen Täter 2 Kinder hatte. Laut Medienberichten hat sie ihn ein halbes Jahr bevor sie ermordet wurde, bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Sie hat sich aber nach dieser Anzeige nicht von ihm getrennt und ein halbes Jahr später hat er sie dann eben umgebracht. Wenn ein Paar verheiratet ist und häusliche Gewalt stattfindet, gilt es als Offizialdelikt. Das bedeutet, der Schweizer Staat oder die Polizei ist dazu verpflichtet, die häusliche Gewalt zu untersuchen. Egal, ob das Opfer die Untersuchung wünscht oder nicht wünscht. Wir wissen nicht, was in diesem halben Jahr zwischen dieser Anzeige und dem Mord tatsächlich passiert ist. Was aber klar wird, ist, dass nicht genug passiert ist, um die Frau zu schützen. Der Fall ist jetzt ein Extrembeispiel von wirklich extremer Gewalt, die in einem Feminizid geendet hat. Wie wir aber wissen, wird jede zweite Woche eine Frau in der Schweiz umgebracht, weil sie eine Frau ist. Und jede Woche überlebt eine Frau einen Versuch von einem Feminizid. Das hat System in der Schweiz und es hat so ein System, weil eben unser Gesetz und unsere Strukturen die Gewalt begünstigen. Um jetzt zurückzukommen auf den Fall von der Ex-Miss Schweiz-Kandidatin, ist es eben wichtig, die Begriffe Femizid und Feminizid auseinanderzuhalten. Femizid bedeutet eine Tötung von einer Frau aus dem Grund, dass sie eine Frau ist, also aus Frauenhass heraus. Das Feminizid, das «ni», das man noch einfügt ins Wort, steht für einen staatlichen Aspekt. Das steht dafür, dass unsere systemischen Faktoren, unsere Strukturen die Gewalt teilweise legitimieren und möglich machen. Also wenn wir von häuslicher Gewalt reden, haben wir ja so das Klischeebild von der Frau mit dem blauen Auge, was eben nicht der Fall ist. Häusliche Gewalt ist meistens so wie ein Netz von Macht- und Kontrollmechanismen. Man nimmt ihr das Geld weg, man tut sie isolieren von Freunden und Familie, man etabliert Angst in der Beziehung durch Drohungen, durch Manipulation, durch Gaslighting und so tut eigentlich das Opfer so wie in ein Netz verstricken, was wie fast nicht mehr rauskommt. Was von uns so mega schwierig ist zu verstehen, weil viel von dieser Gewalt unsichtbar ist. Und wenn wir von Nachtrennungsgewalt reden, also Gewalt nach der Trennung, wenn man es schafft, die meisten brauchen 7 Versuche, bis sie so eine Beziehung verlassen können, versuchen die Täter halt die Macht und die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Durch zum Beispiel Stalking, hunderte von Droh- und Hass-E-Mails schreiben, beim Arbeitsplatz oder bei der Familie jemanden schlecht reden, etc. Jetzt Frauen, die sich trennen und keine gemeinsame Kinder mit diesen Männern haben, die können das ja irgendwann cutten. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein Annäherungsverbot zu erwirken. Frauen, die Kinder mit gewalttätigen Männern haben, kommen nicht so schnell von dem los, weil sie halt durch die ganzen staatlichen Institutionen müssen. Dann kommt der Kindes- und Erwachsenenschutz ins Spiel. Man muss vor das Zivilgericht, um zu entscheiden, wer das Sorgerecht und wer die Obhut bekommt. Die wenigsten landen vor dem Strafgericht, weil die wenigsten sich getrauen, die gewalttätigen Ex-Partner anzuzeigen. In der Schweiz werden gewaltbetroffene Frauen extrem wenig geschützt, weil wir ein Recht haben, das häusliche Gewalt eigentlich nicht kriminalisiert. Wir haben nichts im Gesetz, wo würde ich sagen, häusliche Gewalt ist eine systematische Gewalt, die auf tagtäglichen kleinen Akten basiert, sondern es müssen eben grosse Einzelakten sein, die man beweisen kann, dass man überhaupt vor Kriminalgericht eine Chance hat. Sprich, wenn eine Frau betroffen ist von häuslicher Gewalt und sie wird kontrolliert, sie wird degradiert, ihr werden Finanzen entzogen, sie wird komplett isoliert von ihrem Umfeld und vielleicht wird sie ab und zu geohrfeigt, einmal pro Woche. Was die Frau jetzt machen müsste, um tatsächlich eine Chance zu haben vor Gericht, dass das zu einer Verurteilung von ihrem Täter kommt, ist, sie müsste eigentlich jedes Mal, wenn sie geohrfeigt wird, eine Polizei anrufen, für das ein Polizeibericht hinterlegt wird. Das macht keine betroffene Person, weil man hat ja Angst vor dem Täter und man möchte sich ja nicht mit ihm verspielen. In Brasilien zum Beispiel gibt es das Maria da Penha Law. In diesem Gesetz wird beschrieben, dass häusliche Gewalt ein systematisches Muster ist von Kontrolle, von Degradation von einer Person über die andere. Moralische Gewalt wird kriminalisiert, psychische Gewalt wird kriminalisiert, finanzielle Gewalt, also wenn man einem Opfer alle Finanzen entzieht und es so isoliert und so es unmöglich macht, für das Opfer zu gehen. Und in diesem Gesetz werden Mütter, die Kinder haben, die im Spiel sind, auch geschützt, weil man eben gewalttätige Väter des Hauses verweist. Nicht die Mutter muss fliehen und ins Frauenhaus gehen, sondern der Vater wird vom Haus verwiesen. In Brasilien gibt es auch spezifische Gesetzesklauseln, dass wenn ein Vater gewalttätig ist gegen die Mutter, dass das auch bedeutet, dass er keinen Zugang zu den Kindern haben kann. Weil man eben das Mutterwohl zusammen mit dem Kinderwohl betrachtet. In der Schweiz haben wir eigentlich das komplette Gegenteil davon. Wenn du als Mutter fliehst und aus so einer Gewaltsituation rauskommst, haben wir eine Staatspraxis,
Wir verstoßen in dem eigentlich gegen unsere Verpflichtungen unter dem internationalen Recht. Dadurch verschafft man halt gewalttätigen Vätern weiterhin Zugang zu ihren Ex-Partnerinnen und den Kindern nach der Trennung. Ich persönlich kenne ganz viele Frauen, die sich lange nicht getraut, die Beziehung zu verlassen, weil ihnen ihre Ex-Partner haben gesagt, wenn du mich verlässt, nimm ich dir die Kinder weg. Das ist wirklich so Number-1-Drohung, die solche Frauen zu hören bekommen. Und leider ist sie eben gar nicht so absurd, weil die Wahrscheinlichkeit halt wirklich hoch ist, dass du dich selber und das Kind nicht komplett wirst können vor ihm schützen nach der Trennung. Ich arbeite mit ihr. Sie hat noch aktiv Angst, wenn sie das Kind bei der Übergabe ihm muss geben, weil sie oft von ihm ist zusammengeschlagen wurde. Ihr ist tatsächlich von einer Cash-Mitarbeiterin gesagt worden, dass ihr Angst habt vor dem Täter, das ist euch ein Problem, das ist nicht das Problem vom Kind oder von ihm. Ihr müsst an dieser Angst arbeiten. Ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile eine Gesetzgebung und ein System, wo man sich aktiv um das Recht vom Vater zu seinem Kind kümmert, wo die Behörden auch aktiv versuchen, das Recht zu unterstützen, teilweise sogar Kindeswohl mit dem Vaterrecht gleichsetzen. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo gewaltbetroffene Mütter nicht schützt und ihnen sehr viele Verpflichtungen auferlegt, wo sie müssen nachkommen. Also sie müssen das Kind zu der Übergabe bringen. Sie müssen irgendwie, obwohl sie unter dieser Gewalt leiden, die ganzen behördlichen Sachen machen. Daneben müssen sie noch arbeiten, weil sie müssen ja irgendwie noch finanziell zurechtkommen. Statt dass man sich dazu entscheidet, wirklich die Kinder und die Mütter zu schützen und das Sorgerecht einfach zu entziehen, haben wir die Instrumente mit den begleiteten Besuchen oder mit Beistandschaften, für das die Richter und Richterinnen nicht die Entscheidung vom Entzug vom Sorgerecht müssen treffen. Im Januar ist eine EBG-SKHG-Studie herausgekommen, beauftragt vom Bund. Bei dieser Studie wird einfach klar, dass das Sorgerecht nicht entzogen wird in 97 bis 100% der Fälle. In der Schweiz haben wir, glaube ich, wenige Änderungen auf Kriminalgesetzebene oder Zivilgesetzebene, wo wir eine mega starke Väterlobby haben, die gut im Parlament vertreten ist, vor allem Mitte rechts. Und gewaltbetroffene Mütter haben meistens weder Zeit noch Geld für sich einzustehen in der Politik und sich selber eine Lobby zu schaffen. Ich glaube, was auch so ein bisschen reinspielt in die Thematik ist, dass die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall seit 2014, das ist ja unter dem Gleichstellungskredo entstanden. Und die Väterlobby benutzt das Gleichstellungsargument, um eigentlich zu sagen, wir Väter wollen die gleichen Rechte wie die Mütter. Sprich, wir wollen keine Unterhaltszahlungen mehr zahlen, wir wollen die Kinder 50% der Zeit. Wir waren bisher so benachteiligt in diesen Sorgerechtsentscheidungen, jetzt wollen wir gleich viel Recht. Wenn man in Betracht zieht, dass Mütter statistisch gesehen viel weniger Geld haben, viel mehr Care-Arbeit machen, dann ist ein Gesetz, das auf Gleichstellung basiert, was das Kindersorgerecht angeht, verstärkt eigentlich die Ungleichheit, weil Frauen und Mütter mit ganz anderen Ausgangslagen und Herausforderungen dastehen als Väter und sich so eigentlich die Ungleichheit verstärkt, wenn man eben zum Beispiel im Sorgerechtsentscheid nicht berücksichtigt, dass die Mutter Gewalt erlebt. Und dann hast du eigentlich eine gewaltbetroffene Mutter, die mit so viel weniger Mitteln in Hang dasteht und ein Recht, das die Ungleichheiten nicht in Betracht zieht, sondern einfach so tut, als würden wir in einer Gesellschaft leben, die tatsächlich schon gleichgestellt ist, was wir nicht sind. Ich glaube, wenn wir ein anderes Kriminalgesetz hätten, das verschiedenste Gewaltformen kriminalisiert und als System betrachtet, wenn man als Frau könnte vor Gericht gehen und sagen, ich bin systematisch isoliert worden, klein gemacht worden, mir ist jede Handlungsmöglichkeit entzogen worden, ich habe psychische Gewalt erlebt und vielleicht auch physische. Wenn das kriminalisiert wäre in unserem Gesetz und man mit dem könnte Schutz beantragen vor gewalttätigen Ex-Partnern. Unter diesen Umständen wäre eine Ex-Miss-Schweiz-Kandidatin vielleicht nicht umgebracht worden, weil sie sich vielleicht hätte trennen und besser geschützt werden worden durch unsere Strukturen. Sie hätte vielleicht auch eine größere Chance gehabt, sich zu trennen und ihre Kinder mitzunehmen. In Brasilien hat sie das Recht dazu gehabt, geschützt zu werden, zusammen mit ihren Kindern. Sie hat das Recht dazu gehabt, dass man den Kontakt vom Vater zu ihr und den Kindern unterbindet. Hier, wenn man sich trennt, weiss man, dass man mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit der Gewalt weiterhin wird ausgesetzt werden. Was halt ein weiteres Hindernis ist, für solche Frauen sich überhaupt zu trennen.